Soweit, so gut, Versager des Jahres. Ich freue mich Ende Dezember immer auf den Jahresrückblick im Fernsehen. Alles Menschliche und Unmenschliche wird wieder aufgerollt und die erfolgreichsten Sänger, Politiker, Abenteurer, Helfer oder Sportler noch einmal vorgestellt. Nicht vorgestellt werden die Nieten und Versager vom ganzen Jahr. Leider, das wäre nämlich viel lustiger. Absolut die Nummer 1 ist der Weihnachtsmann. Richtige Invasionen sind aufgetaucht und versuchen, an einer Hauswand hochzuklettern und in den Fenster neu zu steigen. All miteinander hängen sie an ihre Klettersäle wie ein nasser Sack. Kein einziger ist auch bloß ein klein bisschen weitergekommen. Da ist doch unser altbewährter Nikolaus etwas anderes. Der war pünktlich da und hat seine Sachen abgeliefert. Das Christkind braucht überhaupt keine Angst zu haben vor so einer Konkurrenz, wo hilflos am Strick hängt, wie nicht einmal ich früher im Turnunterricht an der Kletterstange. Der Weihnachtsmänner, den ich empfehle, mal einen Trainer zu wechseln. Noch besser wäre, sie täten im Sommer Urlaub machen in Bayern. Da könnten sie lernen, wie man richtig fenstert.